Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Taktik Fox. Diesmal vor dem Spiel zu Hause am 33. Spieltag gegen RB Leipzig. Viele sagen ja, bei diesem Spiel wird die Meisterschaft entschieden. Fühle ich jetzt nicht so. Weil wenn wir gewinnen, müssen wir immer noch in Köln auch gewinnen. Es sei denn, Dortmund verliert in Augsburg. Was irgendwo möglich ist, aber ich nicht wirklich glaube, wenn ich ehrlich bin. Von daher denke ich, wir werden noch 2 Siege benötigen. Es wird natürlich ein sehr interessantes Spiel werden. Ich denke, da müssen wir uns nichts vormachen. Es wird auch kein leichtes Spiel werden. Und ja, wir haben uns ja gerade die Pressekonferenz reingehauen. Ja, da war es ja eigentlich ziemlich eindeutig. Wir werden sehr wahrscheinlich relativ mit derselben Aufstellung spielen. Ich denke, viel stellt sich ja auch von alleine auf. Ich denke, wir werden mit dem Sommer im Tor rechnen können. Wir haben gehört, er ist fit. Wir können wieder mit der Viererkette der letzten Spiele rechnen. Da gibt es auch nichts zu diskutieren, denke ich. Erstmal ist das eingespielt. Zweitens haben wir gute Leistungen gesehen. Ich werde mal hier rüber gehen. Dann seht ihr ein bisschen mehr. Stellt sich quasi von alleine auf. Ja. Und Kimmich stellt sich leider auch immer quasi von alleine auf. Und dann könnte es ein bisschen interessanter werden. Ich denke, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wo ist er? Ein Gnabry wird auf jeden Fall vorne drin spielen. Ich denke, so viel ist sicher. Ich gehe auch davon aus, dass ein Coman spielen wird. Ja, und dann könnte es halt schon schwierig werden. Wir brauchen natürlich noch irgendwas auf der rechten Seite. Es kann natürlich auch sein, dass ein Coman nach rechts geht und ein Mané nach links. Ich denke, Mané ist jetzt nicht gerechtfertigt, irgendwie von Anfang an aufgestellt zu sein, auch wenn er eine Vorlage geliefert hat. Ich gehe erstmal vom Sané aus. Ja, einfach weil wir keine anderen Alternativen haben. Wäre natürlich schön. Ich persönlich würde natürlich einen Coman nach rechts nehmen, Gnabry nach links und würde vorne einen Tell reinstellen, aber machen wir uns nichts vor, wird nicht passieren. Gut. Dann wird es interessant werden. Das können wir, denke ich, auf jeden Fall so machen. Und ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, vielleicht wird es so sein. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Tuchel mit einem Müller und einem Musiala mit einem von beiden auf der 8 spielt. Vor allem Kimmich ist, machen wir uns nichts vor, ist defensiv jetzt keine Granate. Also das wissen wir. Und ja, also ich gehe davon aus, dass ein Gravenberch oder ein Goretzka mit auflaufen wird. Ja, meine Meinung. Die Frage, wie wird es dann aussehen? Wird dann Musiala mit dabei sein? Oder werden wir einen Müller sehen? Problem ist, was heißt Problem, aber beide haben stark gespielt. Ja. Müller wird der Mannschaft wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr geben, denke ich. So Selbstvertrauen-mäßig und sowas halt, ne? Wie ein Musiala. Aber ein Musiala war halt auch echt stark. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass wir nicht mit richtigen Außen spielen, sondern mit mehr in die Halbräume rein. Da könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass ein Musiala auf die linke oder rechte Seite geht. Ja. Wäre auch noch eine Option. Ja. Wenn es meine Aufstellung wäre, Problem ist, ich kriege das natürlich jetzt wieder nicht gelöscht. Also halten wir es mal so fest, ich gehe davon aus, dass wir so auflaufen werden. Ja. Gut, man könnte jetzt überlegen, hier dann könnte ich hier jetzt noch den Pavard, wo er auf dem Platz ist, wahrscheinlich, den Pavard.
den Coman nehmen. Könnte ich sogar. Und dann könnten wir hier den Mane nehmen. Ja, den Tell brauche ich hier gar nicht reinmachen. Machen wir uns nichts vor. Aber ansonsten... Ja, das kann ich natürlich nicht machen. Könnte ich mir halt vorstellen, dass ein Coman über rechts kommt, Gnabry vorne, ein Müller auf der 10 und ein Musiala auf der linken Seite. Ja, dass er halt mehr so halblinks spielt, anstatt ein richtiger Linksaußen. Das können wir mir sehr gut vorstellen. Könnte auch sehr variabel sein, dass ein Müller dann vielleicht mal in die Spitze stößt, ein Gnabry vielleicht mal nach links geht und ein Musiala sich auf die 10 stellt. Ich denke, das wäre noch eine ganz gute Möglichkeit, die ich auch fühlen würde. Also ich würde auf jeden Fall, klar, die Viererkette steht, da müssen wir uns nichts vormachen. 2 Sechser stehen für mich auch ohne Frage. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es so sein wird, aber ich zeige euch jetzt mal einmal. Fangen wir mal neu an. Ich mache mal einmal meine Aufstellung, wie ich sie machen würde. Hier wird auf jeden Fall Gravenberg spielen. Ich würde auch einen Tell vorne reinstellen. Das sind jetzt natürlich Dinge, die nicht passieren werden. Aber auch da muss ich gleich hier eine harte Entscheidung treffen. Ja, ich würde einen Kimmich natürlich bringen. Das nützt ja nichts, er hat einfach keine Alternative. Wir brauchen eine Doppel-6 auf jeden Fall gegen Leipzig. Ja, man könnte jetzt auch sagen, Goretzka, Gravenberg. Weiß ich nicht, könnte man auch machen, ja. Könnte man auch machen. Fehlen uns aber ein bisschen die Eindrücke. Ja. Also Gnabry würde ich über rechts bringen. Bei mir würde Müller spielen. Und zwar hier. Und bei mir würde auch ein Musiala spielen. Und zwar auf der halblinken Posi. Gnabry würde ich weiter draußen sehen. Aber wenn wir es jetzt mal so ein bisschen... Ja, alles ist gut. Stellen. Gut, dann brauchen wir natürlich noch... Wo sind sie? Die Licht. Opa will ich auf der Bank lassen, keine Frage. Und rechts natürlich Matsui. Ja. Also sportlich gibt es da nichts auszusetzen. Also das wäre meine 11 für das Spiel gegen Leipzig. Der Gravenberg hat es wie gesagt in den Spielen gut gemacht, hat auch die Löcher mit nach hinten gestopft. Das hat mir gut gefallen. War dann trotzdem teilweise sehr offensiv, was auch eher sein Part ist, aber hat trotzdem den Kimmich noch gut entlastet. Und ja, jetzt einfach der Form halber, ja, ich weiß, viele haben Sané sehr gut gesehen im letzten Spiel, ich nicht so wirklich. Für mich waren diese Spieler aktuell in der besseren Form wie ein Sané oder ein Mane da vorne. Und ja, ich würde einen Tell bringen. Wenn Tell nicht funktioniert, kannst du ihn nach einer Halbzeit immer noch rausnehmen. Ja, dann kannst du, aber so sind wir hier vorne auch super variabel. Ja, wir könnten das Ganze nämlich dann auch einfach verschieben mal. Wir könnten das Ganze mal so machen, dass ein Musiala hier hingeht, dass ein Tell über außen kommt, das kann er auch. Dasselbe könnte man auch nochmal so drehen, auch wenn Müller nicht gerade so eine Stärken hat auf Außen. Aber die 4 könnten halt super variabel da vorne agieren. Ja? Also, das wäre schon eine Stärke halt einfach. Ja? Dasselbe geht natürlich auch, wenn Tell nicht spielen würde, wenn wir jetzt einen Gnabry nach vorne stellen und einen Sané für einen Tell bringen würden zum Beispiel. Aber ich würde ihm die Chance geben, auch in einem Spiel gegen Leipzig würde ich ihn in diese harte Verantwortung stecken. Das wäre meine Ausstellung. Chancen, dass diese passiert, sehe ich bei 0. Was ich mir vorstellen könnte, was ganz gut sein kann, oder was sehr wahrscheinlich so sein wird, ist natürlich, dass ein Gnabry nach vorne geht und ein Tell nicht spielt und dafür auf der rechten Seite ein Sané anfängt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch ein Tuchel über den Zug nachdenkt, Müller zu bringen und Musiala auf links, auf halblinks, anstatt ein Mané oder ein Coman.
Wir könnten natürlich auch hier einen Coman hinstellen anstatt einen Sané. Coman ist die harte Entscheidung, die man treffen müsste. Aber ich fand, Musiala und Müller haben mehr Impulse gegeben als ein Coman im letzten Spiel. Und von daher würde ich sie anfangen lassen. Dasselbe gilt natürlich auch für Gnabry. Ja, die Impulse waren einfach da, von daher würde ich die Spieler anfangen lassen. Das Schöne ist, du hast dann noch einen Coman, einen Sané und einen Mane auf der Bank, die du jederzeit noch reinbringen kannst, offensiv. Du hast noch einen Goretzka, der vielleicht mit ein bisschen Blut im Bauch kommen kann. Du hast für die Verteidigung noch einen Upa, wenn irgendwas passieren sollte. Also, ja, das wäre meine Aufstellung. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, freue ich mich drüber. Mir ist klar, dass Musiala jetzt nicht der Spieler ist, der die linke Linie lang geht. Ist aber, glaube ich, gegen Leipzig auch nicht nötig. Ich gehe schon davon aus, dass Leipzig auch ein bisschen versuchen wird, das Spiel zu machen. Zumindest ab und wann mal uns hoch anlaufen wird. Und ich denke, da ist ein Tell auch gerade mit seinen Läufen in die Tiefe und seiner Schnelligkeit ja, schon der richtige Mann da vorne mit dem Gnabry auf der Seite. Und ein Musiala, der den Ball vielleicht nach vorne trägt. Ja, denke ich schon. Denke ich schon, dass es so ist. Auch Müller ist immer einer, der viel läuft, der viel ackert, könnte sich dann eventuell, wenn es hart wird, auch noch mal ein bisschen mitfallen lassen. Gerade weil Leipzig ja auch so mit 2 Zehnern meistens spielt. Man könnte Müller immer noch ein bisschen mit unterstützen. Ja, das wäre meine Aufstellung. Leute, haut mir gerne eure Meinung rein. Ich bin gespannt drauf. Ich freue mich riesig auf das Spiel morgen. Es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel, ein spannendes Spiel. Ich hoffe, wir kriegen die PS auf dem Rasen, dass wir so zumindest die Form vom Schalke-Spiel mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen was draufpacken können, dann haben wir gute Chancen zu gewinnen. Wir spielen zu Hause. Wir werden ein bisschen Räume kriegen. Ja, wir können den einen oder anderen Konter fahren, gehe ich fest von aus. Wir müssen natürlich gucken, dass auch wir eine Konterabsicherung haben. Daher auf jeden Fall für mich ein Gravenberch neben Kimmich. Beziehungsweise könnte man auch drüber nachdenken, Goretzka anstatt einen Kimmich zu bringen. Also Goretzka, Gravenberch, aber ein Goretzka war die letzten Spiele einfach richtig schwach, Leute. Von daher würde ich den Kimmich da schon erstmal bevorzugen. Könnte man dann später immer noch ändern. Ne? Aber das wäre, wie ich erstmal anfangen würde. Gut, ich bin auf eure Aufstellung gespannt, auf eure Meinung. Haut mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wer Bock hat, hören wir uns nach dem Spiel gegen Leipzig wieder. Hoffentlich mit einem Erfolgserlebnis. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Tschüssi.